Immanuel, Gott mit uns. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen, darf euch wunderschöne Weihnachten wünschen. So schön dürfen wir da zusammenkommen, dürfen wir feiern, dass Immanuel, Gott mit uns ist. Herzlich willkommen auch euch im Livestream. Schön sind ihr dabei, schön sind ihr Teil da im Kreuzpunkt. Und feiern wir doch zusammen heute an diesem Morgen Jesus Christus. Das Licht, das auf die Welt ist gekommen. Ich möchte gerade am Anfang von dem Gottesdienst mit uns zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir da sein dürfen. Danke vielmals, dürfen wir versammelt sein in deinem Namen. Wir wollen dir heute Morgen alle Ehre geben und wir wollen dir Danke sagen, dass du Immanuel bist, der mit uns ist. Amen. Amen. Hey, lass uns doch jetzt gerade eine Zeit vom Lobpreis miteinander feiern. Ich weiss, ihr dürft nicht singen, aber das heisst nicht, dass ihr nicht Lobpreis machen dürft. Wir können Gott loben mit so viel mehr als nur mit unserer Stimme und nur mit Liedern singen. Ich möchte euch jetzt einladen, die Zeit von dem Lobpreis wirklich aktiv zu nutzen und Jesus die Ehre geben. Er ist auf unsere Welt kommen. Und lass uns miteinander jetzt einfach ihn erheben. Die mögen, dürfen gerne aufstehen, dürfen gerne Hände erheben. Ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Und ihr im Livestream, hey, ihr dürft dafür umso lauter mitsingen. Wir hoffen, dass wir euch hören, dass ihr in euren Häusern so laut singt, dass wir es bis da im Kreuzpunkt hören. Komm, lass uns zusammen einsteigen in eine Zeit der Anbetung.
mercy. Confess our sin. Lay our burdens at Jesus' feet, and with gladness sing. Hail the Prince of Heaven comes, angel choirs sound the call, for this babe wrapped in a coffin, the incarnate Word of God. All the kingdom and its power, resting now in this child, Prince of Heaven, Jesus, hope of the world. König vor meinem Herz, Liebe vor meinem Leben, treue Frieden, Fürst, wunderbarer Freund. Staunend frag ich mich, wie ist das noch mal gekommen, dass du mich beim Namen rufst und ich dich kennen darf. Du bist das Höchste von meinem Leben, du bist das Beste, wo ich kann. Mit dir lieg ich nie daneben, mit dir werd ich gern bestehen. Wer kann mir bieten, was ich bei dir kann haben? Und wer ist meine Stärke, wenn ich ihn weiter mag? Du willst gern mein König sein. König von meinem Herz, Liebe von meinem Leben, treue Frieden, Fürst, wunderbarer Freund. Staunend frag ich mich, wie ist das noch mal gekommen, dass du mich beim Namen rufst und ich dich kennen darf. Du bist das Höchste von meinem Leben, du bist das Beste, wo ich hab. Mit dir lieg ich nie daneben, mit dir werd ich gern bestehen. Wer kann mir bieten, was ich bei dir kann haben? Und wer ist meine Stärke, wenn ich ihn weiter mag? Du willst gern mein König sein. Du bist das Höchste von meinem Leben, du bist das Beste, wo ich hab. Mit dir lieg ich nie daneben, mit dir werd ich gern bestehen. Wer kann mir bieten, was ich bei dir kann haben? Und wer ist meine Stärke, wenn ich ihn weiter mag? Du willst gern mein König
Anfang und Ende von allem. Du hauchst dein Leben ein und alles wird neu. Ich erhebe dich, mein Herr und Gott. Alles in mir singt und lobt dir allein. Gehört alle Ehre. Das ganze Universum erfüllst du. Hast Sterne an ihren Platz gestellt. Und doch bist du mir näher, wie es nur ein Freund kann sein. Oh, ich erhebe dich, mein Herr und Gott. Alles in mir singt und lobt dir allein. Gehört alle Ehre. Ich erhebe dich, mein Herr
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte Licht auf. Was für starke Worte sind das? Das ist der Anfang der besten Geschichte, die die Menschheit kennt. Das ist der Anfang der Bibel, von Gottes Liebesgeschichte, von ihm und seiner Schöpfung. So fängt das an. Am Anfang war es dunkel. Es war wüst und leer. Die Finsternis hat geherrscht und dann ist eine Stimme erklungen in diese Dunkelheit hinein. Der Heilige Geist hat nur darauf gewartet, bis das Wort endlich kommt. Und dann hat Gott das Wort gesprochen. Er hat gesagt, es werde Licht. Und ich hoffe, du hast ein bisschen Vorstellungskraft. Und kannst dir vorstellen, wie das Universum im Dunkeln gelegen ist. Wie alles still war, wie alles finster war. Und wie in diese Finsternis hinein ein Wort erklungen ist, so kräftig, so mächtig, so prächtig, dass, was er gesagt hat, ist alles Go gewesen. Und das Licht ist explodiert in das Universum hinein und es ist PAM, hell geworden auf einen Schlag. Es ist Licht geworden. Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen, wie die Wellen von Licht in das Universum daraus rausgegangen sind und wie alles auf das eine Wort von Gott gewartet hat. Der krasse Schöpfergott, der mächtig demonstriert, was passiert, wenn er redet. Dann passiert genau das, was er sagt. Und so wie ein Wort von Gott Licht gebracht hat, ist das nochmal passiert an Weihnachten. Die Bibel hat so eine Eigenschaft, man sagt dem Doppelerfüllung. In der Bibel passieren ganz viele Sachen, nicht einmal, sondern zweimal. Und genau die Stelle, die ich jetzt gelesen habe, im Genesis, am Anfang der Schöpfung, ist nämlich nochmal passiert an Weihnachten. Der Johannes im Johannesevangelium beschreibt Weihnachten ein bisschen anders als die 3 anderen Evangelien. Ich bin mir sicher, ihr alle habt schon mal die Weihnachtsgeschichte gehört. Maria und Josef, das Zweite unterwegs nach Bethlehem, es ist kalt und dunkel und alles ist besetzt und sie können nicht her. Und da kommt Jesus auf die Welt in einen Stall und wird in eine Krippe gelegt. Der Johannes beschreibt Weihnachten ein bisschen anders. Er beschreibt es mit folgenden Worten. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. Genauso wie wir es vorher gelesen haben im Genesis, alles hat gewartet. Es war dunkel, es war wüst und leer, der Heilige Geist war ready zum Tun, sobald das Wort spricht und wo das Wort gekommen ist alles in Bewegung gesetzt worden. Wir lesen im Genesis weiter, wie alles durch sein Wort entstanden ist. Und das Wort ist nicht nur das Wort Gottes, sondern das Wort ist eine Person. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. So schreibt es der Johannes im Vers 4. Also was passiert ist am Anfang der Zeit der Schöpfung, dass Gott das Wort gesprochen hat und dass das Wort Licht geworden ist, hat sich wiederholt an Weihnachten. Das Wort ist nämlich Fleisch geworden. Mit anderen Worten, Jesus ist auf die Welt gekommen und wir feiern Weihnachten. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen.
Ist das nicht genial, wie sich Weihnachten wiederholt? Oder wie Weihnachten die Wiederholung ist von der Schöpfung ganz am Anfang. Am Anfang ist es eine absolute Machtdemonstration Gottes gewesen. Als er geredet hat, als er gesprochen hat, ist es Licht geworden. An Weihnachten ist das Wort Mensch geworden und hat Licht gebracht. Wo es am Anfang eine Machtdemonstration war, ist es beim zweiten Mal eine Gnadendemonstration. Es war eine Demutsdemonstration. Er hat gezeigt, nicht nur wie mächtig er ist, sondern auch wie gnädig und wie demütig er selber kann sein kann, dass er menschliche Form angenommen hat, dass er geworden ist, Mensch wie du und ich. Aber der Himmel hat es gleich nicht nur für sich behalten. Oder? Man hätte das nicht einfach so unscheinbar sein lassen. Oder hey, wenn Gott Wort spricht, dann passiert einfach etwas. Und man spürt so ein bisschen die Lust vom Himmel, den Heiland anzukündigen auf dem Feld bei den Hirten. In absoluter Dunkelheit hocken die Hirten. Ich stelle mir das recht düster vor, so eine Nacht, wo noch keine elektrischen Lichter die Atmosphäre verschmutzen und alles gar nicht mehr so dunkel ist. Sondern nein, ich glaube, das sind noch richtig dunkle Nächte gewesen, wo die Hirten auf diesen Feldern verbracht haben. Und so auch die Nacht, wo dazumal bei Weihnachten war, hocken die Hirten in dieser Dunkelheit, bis plötzlich ist es hell geworden. Im Lukas 2,9 beschreibt man die Vorfreude, den Geschmack. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Ich stelle mir das so vor, die Hirten haben dort ein bisschen wie einen Geschmack bekommen, wie es war am Anfang bei der Schöpfung. Gell? Wo Gott geredet hat und es hat BAM gemacht und Licht ist geworden. Die Herrlichkeit Gottes hat das ganze Universum durchströmt und gleich, wo es beim zweiten Mal Wort Licht gebracht hat einfach der Himmel das nicht für sich behalten, sondern musste irgendjemandem das erzählen. Irgendjemand muss doch das jetzt mitbekommen, in all seiner Herrlichkeit und Majestät, wo das doch ist. Und so haben die Hirten auf dem Feld plötzlich den Himmel gesehen aufgehen. Ein Engelschor ist gekommen und hat Licht gebracht und gesagt, jetzt ist es passiert. Menschheit, ihr könnt euch freuen. Wie beim Anfang bei der Schöpfung, wo es Dunkelheit war, wo nichts war, wo es wüst und leer war, ist Licht gekommen in eure Situation drin. Und es ist nochmal passiert. Jetzt ist es soweit. Der versprochene Heiland, auf den wir gewartet haben, der ist in unsere Dunkelheit hineingestiegen. Er ist gegenwärtig geworden bei uns. Auch die Weisen aus dem Morgenland sind einem Licht gefolgt. Matthäus 2, Vers 9. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen, versteht das ein bisschen, wie sich an Weihnachten eigentlich die Schöpfung wiederholt hat. Wort bringt Licht. Jesus ist das Wort, ist Licht in unserer Zeit drin. Das war sein Auftrag. Darum ist er auf die Welt gekommen. Darum feiern wir heute miteinander Weihnachten. Weil Jesus in unsere Dunkelheit hineingestiegen ist. Und das ist ja eigentlich eine mega gute Nachricht, oder? Eigentlich ist ja klar, hat die ganze Welt das Licht mit offenen Armen empfangen und sich darüber gefreut, dass die Dunkelheit jetzt fertig ist, oder? Der Messias ist gekommen. Lass uns miteinander ein Fest feiern. Er ist gekommen. Endlich ist unsere Dunkelheit beendet und es ist auf der ganzen Welt Jubel, Freude ausgebrochen über die Ankunft vom Licht, oder? Oder? Ja, eigentlich würde man das ja erwarten, oder? Ich meine, Gott ist Licht und er ist jetzt gekommen und ist in unsere Dunkelheit hinein geworden. Eigentlich würdest du ja jetzt denken und erwarten, dass das Licht mit Freude empfangen wird. Dass sich die ganze Schöpfung, wie am Anfang, nochmal einmal freut. Und dass Jubel ist, überall. Die Realität hat aber ein bisschen anders ausgesehen. Jesus ist das Licht von dieser Welt. Er ist in die Dunkelheit hineingekommen. Aber da nimmt jetzt unsere Geschichte von Weihnachten eine tragische Wende. Obwohl eigentlich das Licht hätte müssen mit Freude empfangen werden, ist die Realität ein bisschen anders gewesen. Und der Johannes beschreibt die Realität mit folgenden Worten im Johannes 3, Vers 19 bis 20.
Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Das ist die tragische Realität von Weihnachten. Das Licht ist in unsere Dunkelheit hineingekommen. Aber die Menschen haben das Licht gar nicht annehmen, sondern sind lieber im Dunkeln geblieben. Weil, hey, Licht hat so die Eigenschaft, zu exponieren, aufzuzeigen. Oder man sagt ja auch so schön, gell? Es ist als Licht gekommen. Ja, was im Dunkeln war, ist plötzlich ins Licht gekommen, ist im Fokus gewesen, ist exponiert worden. Und die Menschheit hat das gar nicht wollen, exponiert sein, hat gar nicht wollen, dass Dunkelheit aufgezeigt wird. Also was ist passiert? Die Menschheit hat das Licht abgelehnt. Und aus Weihnachten ist dann ganz schnell Karfreitag geworden. Jesus Licht ist gestorben für uns am Kreuz von Golgatha. Er ist nicht nur gestorben, wir sagen immer so schnell, gell? Er ist gestorben für uns. Das stimmt, er ist wirklich gestorben für uns. Aber mehr noch, Jesus ist gestorben wegen uns. Jesus ist gestorben durch uns. Es war die Dunkelheit, die in uns allen gelebt hat, die in dieser Welt präsent war, die das Licht nicht aushalten wollte, die Schönheit von Jesus gar nicht annehmen wollte. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gelassen. Man kann über Weihnachten nicht reden, gell? Ohne Ostern und Karfreitag. Das gehört zusammen. Das Licht ist auf die Welt gekommen. Die Dunkelheit hat das Licht abgelehnt und Jesus Christus ist am Karfreitag gestorben. Für uns, wegen uns und durch uns. Und es ist wieder stockdunkel geworden in unserer Welt drinnen. Das Licht ist gekommen, aber wir haben das Licht abgelehnt. Und so ist Jesus gestorben am Kreuz. Und für 3 Tage hat absolute Finsternis geherrscht auf unserer Erde. Es war so dunkel, wie man sich das nur vorstellen kann. Es war sogar so dunkel, dass wo Jesus gestorben ist am Kreuz, ist es wirklich dunkel geworden. Um die Tragik noch mal zu zeigen, das Licht ist gestorben, jetzt ist es dunkel. Und man hätte schon meinen, jetzt ist Parade, oder? Die Dunkelheit hat triumphiert. Die Dunkelheit freut sich, dass sie das Licht überwunden haben, dass sie es geschafft haben, Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz zu schlagen. Man hat schon gemeint, jetzt ist es gelaufen. Aber weißt du was? In Johannes 1, Vers 5 ist so schön beschrieben. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nein, es hat es nicht auslöschen. Jesus Christus ist am 3. Tag wieder auferstanden. Und aus Weihnachten und Karfreitag ist Ostern geworden. Jesus ist auferstanden und hat ein für alle Mal demonstriert und zeigt, dass er stärker ist als jede Dunkelheit, die ihr sein könnt. Das Licht, Dunkelheit immer wird besiegen. Und so hat er seine Allmacht und seine Kraft bewiesen. Er ist es, der verstanden ist und am 3. Tag Dunkelheit ein für alle Mal besiegt hat. Ist das nicht eine geniale Geschichte? Hey, ich möchte mit euch heute Morgen aufs Licht schauen. Ihr habt das sicher schon gemerkt, gell? Heute Morgen an dieser Weihnachten möchte ich die Weltgeschichte im Licht vom Licht und Dunkelheit betrachten. Jesus Christus ist nämlich das fleischgewordene Wort, das Licht in unsere Zeit hineingebracht hat. Aber wir Menschen haben das Licht nicht wollen und haben das Licht abgelehnt. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er hat die Dunkelheit überwunden, weil er ist auferstanden. Und das lässt uns auch mit einer Frage zurück heute Morgen. Eine relativ klare Frage für dich und mich. Er ist es, wo das Licht geworden ist. Er ist in die Welt hineingekommen. Eigentlich hat sich die Menschheit freuen über das Licht. Aber sie hat sich ausgestellt gefühlt. Sie hat sich aufgedeckt gefühlt. Sie hat gedacht, wenn wir das Licht annehmen, dann sieht jeder und dann wird klar, was alles nicht gut ist in dieser Welt. Und wir wollen das nicht. Und die Frage an dieser Weihnacht heute Morgen für dich und mich ist, wie reagierst du aufs Licht?
Wie reagieren wir aufs Licht? Was ist unsere Reaktion auf Jesus, der in unsere Welt hineingekommen ist? Und es gibt wie zwei Arten, zwei Möglichkeiten, die wir jetzt reinnehmen können. Einerseits können wir machen, was Dunkelheit gemacht hat und sagen, nein, das ist mir zu hell, das ist mir zu schwierig. Ich möchte gar nicht, dass all das, was in meinem Leben ist, dass das aufdeckt wird. Und ja, Jesus hat das gemacht. Er ist der Kontrast, verstehst du? Wenn er auf die Welt gekommen ist, hat er uns aufgezeigt, wie es eigentlich könnte sein und wie wir eigentlich sollten sein. Und wir alle merken, okay, wir können dem Ideal gar nicht Gefolge leisten. Wir können dem Ideal gar nicht gerecht werden. Es ist so viel besser, so viel heller, als wir je sein könnten. Und darum ist es irgendwie wie auch eine verständliche Reaktion, dass man im ersten Moment sagt, das ist mir zu hell, ich will das nicht, ich kann das nicht. Lass mich, wo ich bin. Tu mich nicht anlangen. Aber für all die sich getrauen, sich auf das Licht mal einzulassen und das Licht in sein eigenes Leben hineinzuscheinen, für die gilt Folgendes. Im Johannes 1, Vers 12 sagt Johannes Folgendes. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Im Epheser 5, Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es gibt wie zwei mögliche Antworten auf die Frage. Man kann Nein sagen zu dem Angebot, zu dem Licht, wie es die Welt gemacht hat. Oder man kann Ja sagen zu dem Licht. Und man kann Jesus in sein eigenes Leben drin hineinnehmen. Und was passiert, ist erstaunlicherweise nicht nur im ersten Moment passiert, dass im ersten Moment zeigt es einem auf, wow, ich brauche Jesus, in mir drin herrscht Dunkelheit. Aber sobald dass man Jesus drin hineinlässt, ist es nämlich nachher nicht mehr das Verurteilen, das Licht, sondern ich habe am Anfang gesagt, es war eine Gnadendemonstration, wo Jesus auf unsere Welt kam. Es war eine Demutsdemonstration, wo er auf die Welt kam. Es ist nicht so, als würde er jetzt uns anklagen, als würden wir jetzt in dem Licht exponiert bleiben und immer müssen nicht genügen, nicht genug gut sein und immer müssen mit dieser Dunkelheit in uns kämpfen. Nein, es ist so, dass Jesus sagt, ich bin's, wo in dein Leben drin hineinkommt. Ich bin's, wo jetzt Licht in dich drin scheinen lässt, wo durch dich durch Licht scheinen lässt. Wir dürfen wie die Seiten wechseln. Wir gehören dann nicht mehr zu der Dunkelheit, sondern wir dürfen mit Jesus zusammen ins Licht gehen. Epheser 5, Vers 8. Früher gehörtet ihr zur Finsternis. Ja, das war die Realität. Aber jetzt gehören wir zum Licht. Jetzt sind wir mit dem Herrn verbunden und das ist die neue Realität von Weihnachten. Hey, Weihnachten hat nicht nur Licht gebracht in die Dunkelheit von der Menschheit drin, sondern Jesus hat Licht gebracht in dein und mein Leben drin. Und die Frage bleibt die gleich: Wie gehen wir um mit dem Licht? Wie antworten wir aufs Licht? Wir dürfen Kinder Gottes genannt werden. Wir dürfen Jesus nachfolgen. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Im Psalm 119. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Doppelbedeutung, voll bewusst so eingebaut. Hey, wir dürfen am Licht nachfolgen. Er ist das Licht, wo unser Wort ist, auf dem wir jetzt nachfolgen dürfen. Das ist das Angebot und die Schönheit von Weihnachten. Wir dürfen am Licht nachfolgen. Und so möchte ich jetzt da einen Moment nehmen, um all die Menschen ansprechen, die mit dieser Frage jetzt tatsächlich konfrontiert sind, die sich herausgefordert fühlen durch die Frage, wie gehe ich mit Jesus um? Was mache ich mit dem Licht, das plötzlich auf mein Leben strahlt? Und vielleicht hast du jetzt auch gemerkt oder merkst in dieser Zeit immer wieder mal, dass du selber gar nicht genügst, dass du selber gar nicht genug gut bist. Und ich möchte dir heute am Morgen ein Weihnachtsgeschenk machen. Ich möchte dir nämlich aufzeigen, erklären, wie das Licht ganz, ganz praktisch in dein eigenes Leben drin kommen kann. Wie du selber kannst erleben, dass das Wort ein Licht ist für deinen Pfad. Dass er dich nicht nur anklagt und dass er nicht nur der ist, der anschuldigt oder der nur ans Licht bringt und nur exponiert, sondern dass er auch der ist, der in dein Leben drin kommt und der dich neu machen will.
Timmy, du darfst schon kommen und mir helfen mit guter Musik im Hintergrund. Du musst nämlich wissen, es ist so, dass unser Vater am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, hat er sie wirklich gut geschaffen. Er hat keinen Fehler gemacht bei der Schöpfung. Er hat gesprochen und es ist genau so passiert, wie er wollte. Es ist eine geniale Schöpfung, die funktioniert hat in sich. Und dann hat er als Krönung am Abschluss dieser Schöpfung hat er noch die Menschheit geschaffen und in die Welt drin hineingestellt. Er hat dich und mich gemacht. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Mit guten Plänen für uns. Also hey, die gute Nachricht ist, du bist ein liebevoller, liebender Vater im Himmel, der gute Pläne hat für dein Leben. Es gibt aber ein Problem. Und das Problem haben wir in unserer Weihnachtsgeschichte schon gehabt, schon gesehen. Es ist Dunkelheit. Dunkelheit ist nicht einfach so plötzlich entstanden, sondern Dunkelheit ist in dem Moment Realität geworden, in unsere Welt hineingekommen, wo wir Menschen plötzlich das Gefühl haben, wir wissen es selber besser. Die Menschheit hat entschieden, dass sie selber wollen, als Steuer, dass sie selber wollen, Entscheidungen treffen. Und sie haben sich abgewendet vom Licht. Haben gedacht, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, haben nicht mehr das Licht den Weg diktieren, nicht mehr das Licht den Weg vorgeben, sondern haben eigene Entscheidungen treffen. Und ja, dort ist Dunkelheit in die Welt hineingekommen. Dort ist Dunkelheit in jedes Leben von jedem einzelnen Menschen hineingekommen. In dem Moment, wo sie sich vom Licht abgewendet haben. Dunkelheit ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Und das ist eine Realität, die in jedem einzelnen Menschen drin ist. Und genau das ist es, was Gott kaputt gemacht hat. Stell dir mal vor, ein liebender Vater muss schauen, muss ansehen, wie Kinder sich von ihm abwenden und das Gefühl haben, sie wissen es jetzt selber besser und eigene Wege gehen. Und er weiß genau, das kommt nicht gut. Und das macht weh, dass seine eigenen Kinder sich von ihm abgetrennt haben. Das hat Gottes Herz zerbrochen. Und er hat Weihnachten gebracht. Er hat gefunden, okay, dann bringen wir halt das Licht nochmal in die Dunkelheit hinein. Wenn die Menschheit Dunkelheit als besser erachtet hat, dann bringe ich ihnen das Licht nochmal. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie es verstehen, wie sie es annehmen können. Am Anfang Machtdemonstration, beim zweiten Mal Demutsdemonstration. Ich schicke meinen eigenen Sohn in die Welt hinein. Weihnachten ist Realität geworden. Der Gottes Sohn, das Wort, durch den alles entstanden ist. Verstehst du, wie mächtig Jesus ist, in was für einer Herrlichkeit er gelebt hat, in was für einer wunderschönen Umfeld das er war. Er war in der Gegenwart Gottes. In einem Palast, das können wir uns gar nicht vorstellen, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Dort war Jesus daheim. Und er hat gesagt, ich gehe in die Dunkelheit rein. Hat seine eigene Herrlichkeit abgeleitet und hat eine Form angenommen, wie du und ich eine haben. Er ist Mensch geworden und er ist in unsere Zeit hineingestiegen. Der Autor von Himmel und Erde, der Autor von Zeit, hat sich in seine eigene Geschichte hineingeschrieben und ist Mensch geworden, ist Teil geworden von unserer Geschichte. Und hat uns gezeigt, was es bedeutet, wenn man sich nicht vom Vater abwendet. Er hat uns gezeigt, was es heisst, die ganze Zeit konstant im Licht unterwegs zu sein. Und er hat uns so fest gezeigt, dass er am Schluss sein eigenes Leben hingegeben hat für dich und mich. Er hat die ganze Dunkelheit, die geherrscht hat, auf sich genommen und ist mit dieser Dunkelheit am Kreuz gestorben, stellvertretend. Für die ganze Verfehlung, für die ganze Schuld und Schande der Menschheit. Aber die Dunkelheit hat es nicht halten. Und Jesus ist auferstanden am 3. Tag. Und das Geschenk, die Einladung für dich, heute an diesem Morgen, an dieser Weihnachten, ist Teil werden vom Licht. Alles, was es braucht für das, ist eine Erkenntnis. Ist erkennen, jawohl, in meinem Leben gibt es Dunkelheit. In meinem Leben gibt es Sachen, die nicht gut sind. Ich brauche das Licht in meinem Leben. Vielleicht sind es wirklich konkrete Situationen, die du im Moment erlebst. Vielleicht erlebst du im Moment gerade sehr grosse Einsamkeit, wo sich wie anfühlt, so eine grosse, dunkle Wolke, die präsent ist in deinem Leben. Vielleicht sind es finanzielle Sorgen, die dich drücken, die dich plagen. Vielleicht sind es eigene Verhaltensmuster, die jetzt in dieser Corona-Zeit umso deutlicher werden. Vielleicht sind es Depressionen, die dich plagen.
Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, das Licht ist wirklich real in unsere Dunkelheit hineingekommen. Und das ist das Angebot für dich heute Morgen. Du darfst das Geschenk von der Vergebung von Jesus annehmen. Du darfst das Licht einfach in dein Leben hineinlassen. Und es ist nicht komplizierter, als einfach ein Gebet sprechen zu Jesus. Es ist nicht mehr als das, es ist nicht weniger als das. Aber es ist auch nicht komplizierter als das. Und ich habe gedacht, ich tue euch heute Morgen anleiten, wie wir so das Gebet sprechen können. Ganz besonders für all euch, die jetzt vielleicht in diesem Livestream zuhören, die die Botschaft gehört haben, die gesagt haben, jawohl, das macht etwas mit mir. Die Dunkelheit, die gibt es bei mir im Leben. Und ich möchte die Dunkelheit besiegt haben in meinem Leben. Dann ist alles, was du jetzt brauchst, was dich trennt vom Licht, ist eine Einladung, ist ein Gebet. Und ich möchte dir ein Gebet vorsprechen, wo du jetzt daheim darfst mitbeten. Und ich habe da ganz viele Leute, die mir jetzt helfen, das Gebet mit mir zusammen zu reden. Ich werde es vorbeten und wir tun es alle mitbeten. Und wenn du daheim das möchtest, die Einladung annehmen, dann darfst du einfach jetzt mit mir zusammen das Gebet beten. Ich darf euch alle einladen, mit mir zusammen das Gebet zu beten. Jesus Christus, danke vielmals, bist du Licht geworden. Danke vielmals, bist du in unsere Welt drin hineingekommen. Und ich erkenne Dunkelheit in meinem Leben. Und ich möchte es dir hergeben, Jesus. Dort, wo ich gemeint habe, ich wüsste es besser, sage ich, dass ich jetzt deinen Weg möchte gehen, Jesus. Es tut mir leid. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ab jetzt nenne ich mich Kind Gottes. Amen. Amen. Hey, ist das nicht mega cool? Ich möchte dir noch folgenden Vers nochmal zusprechen. Aus dem Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hey, und wenn du das Gebet jetzt gebetet hast, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dann ist genau das jetzt Realität geworden bei dir. Du bist aufgenommen. Und du hast jetzt Recht, dich Kind Gottes zu nennen. Hey, so genial. Und hey, ich möchte noch ganz kurz etwas sagen, falls du das Gebet jetzt zum allerersten Mal gebetet hast. Vielleicht bist du da innen und hast gesagt, ja, ich habe das von Herzen zum ersten Mal gebetet. Dann komm nachher auf mich zu. Wenn du im Livestream das jetzt zum allerersten Mal gebetet hast, hey, schau da, ich möchte schnell einblenden, eine Kontaktadresse. Da siehst du den Kreuzpunkt Kontaktadresse. Geh einfach dort drauf auf die Internetseite. Ich habe dir einen QR-Code noch da. Du kannst das jetzt schnell mit deinem Handy scannen und du kannst einfach ein Formular ausfüllen und so Kontakt mit mir aufnehmen. Ich möchte so gerne nämlich dir noch mehr erzählen, noch mehr erklären. Es gibt noch so viel mehr, was du jetzt kannst wissen über den Jesus. Und ich finde das so genial, wenn du das wirklich gebetet hast zum ersten Mal, dass ich dich unbedingt möchte kennenlernen. Also hey, geh ins Internet, füll das aus und nimm Kontakt mit mir auf. Ich würde mich so freuen, dir dürfen anzuleiten und mit dir zusammen einfach noch mehr über den Jesus zu reden. Und so möchte ich jetzt zum Ende dieser Predigt mit uns zusammen beten. Und dann darf ich den Segen sprechen über euch und dann haben wir noch mal ein Lied für euch. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir sind so froh, dass du der bist, der in unsere Welt hineingekommen ist. Dass du wirklich Licht gebracht hast. Dass du Licht nicht nur im Generellen gebracht hast, sondern in jedes einzelne Leben. Jesus, merci vielmals, hast du Licht in mein Leben gebracht. Ich möchte dir Danke sagen, dass ich mich nicht scheuen davor, dass Dunkelheit aufgezeigt worden ist, sondern dass ich einfach Entschuldigung sagen darf. Und dass du es wegnimmst und dass du den Preis gezahlt hast, auf das ich jetzt voll und ganz im Licht stehen. Und so möchte ich euch segnen, im Namen vom Vater, der euch gut geschaffen hat. Ich möchte euch segnen im Namen vom Sohn, der für euch gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Und ich möchte euch segnen im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, die in euch lebt. So segne ich euch im Namen vom drei heiligen Gott. Ihr seid geliebt und ihr seid wertvoll. Amen. Amen.
Born unto us this day, a Savior, gifted from heaven to a manger. Hope of the world and light for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. And all of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Wir wünschen euch ganz gesegnete Weihnachten. Genießt mit euren Liebsten. Tschüss zusammen. Kurze Information noch. Nächsten Sonntag ist kein Gottesdienst da, also auch nicht online. Sorry, wenn ihr jetzt nächste Woche erwartet hättet, etwas zu sein. Ausser für Kids, da machen wir etwas. Also Kids online, die können den Gottesdienst genießen und sonst sieht man sich wieder am 3. Januar im neuen Jahr. Bis dann.